dank schön sehr für diese Klaus nehmen. Ich hoffe, das ist eine große Hilfe für uns. Wir sind so schaftig, dass Menschen sehen, noch mehr lernen von der Evangelium, verspreiten die Wahrheit, machen Menschen, so Gott, Menschen können Gott kennen am Dein. Wenn ihr wollen, wir haben ein Buch, je kan merken in dat buik met deze klas, dat worden je in dat link vinden, dat wordt een PDF zijn. En zo ben je niet wel, je kan bloß ook de video's nemen zoals je wil. Maar dankzij voor dat en God te zegen. Amen. Wel, we weer gaan. Ik hoop, we hebben veel koffie gehad en wat kuchen en ik weet niet wat alles weer. En zo, de nächste dag wat we worden gaan is wel een zeugnis mitteilen. En in de Offenbarung 12:11 zegt dat, ik weet het Engels hier in de even zeggen, het says, and they have conquered him, dat redt van een wijze vriend. Is een han hem even noemen, en zegt, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. En zo die han den wijze vriend even genoemd met de bloed van Jezus en er zeugnis. En zo de zeugnis als de sterkste ding wat we hebben. Dat is Gott zijn mensen. We würden sagen, de Bibel als de sterkste ding wat we hebben. En de Bibel als Gott zijn woord. En nichts kann dagegen stehen. Aber die Bibel ist nicht das stärkste Ding, was ich habe. Wenn ich bloß die Bibel habe und Gott hat noch nichts in mir getan, dann ist das noch nichts. Ich habe die Bibel, so Gott kann mir raten, dass Gott kann mich ändern und Gott kann durch mich ein Zeugnis bauen. Und so das Zeugnis, was wir haben, dat is dat wichtige ding wat we hebben. En wenn wir dort können lernen zu brücken, dann sind wir abgestellt, um mit Gott zu schaffen und in Gott seine Arbeit. Und so, wenn du gerad bist, du hast was sehr gut, was du immer mitnehmen ist. Das ist ein Zeugnis. Was ist ein Zeugnis? Ein Zeugnis ist bloß das, was Gott in mir getan hat und was Gott hat mir gelassen mitmerken in seiner Arbeit. Bloß ein Bild, was Gott in uns tut, was wir nicht selbst tun. Was Gott in uns tut und durch uns tut. Und so ein Zeugnis ist ein sehr dir gute Ding, und wir sollen immer dort bei uns haben, wir sollen das immer brücken. Ich bin ein Prediger, und ich brauche mein Zeugnis sehr viel, wenn ich predigen will. Ich will was filmen, ich will sagen, wie wichtig das ist, oder was das ist. Ich brauche immer mein Zeugnis. Nicht alle Prediger, alle Menschen tun immer rein. Einige Menschen, einige Prediger, wenn sie reden zu den Menschen, sie glauben, sie haben das Reich, wegen sie sind geraubt von Gott, sie sind ein Prediger, das gibt das Reich, zu den Menschen reden. Aber einige, die denken von was Gott in ihr Leben getan hat. Ich kann zu ihnen reden, wegen Gott hat in mein Leben geschafft. Und ich denke auch an mein Zeugnis, wenn ich denke, zu Menschen zu reden. Und so ich brauche mein Zeugnis sehr viel, wenn ich rede und wenn die mich hier reden wollen, ich sehr viel. Und vielleicht ist das bloß ein paar Wörter hier und da, einmal ist das länger. Aber ich will ein bisschen durchgehen und wo wir können ein Zeugnis mitteilen. Wo wir dort können brücken in Gott seine Arbeit. Und so, ich habe hier abgeschrieben, und so wir wollen von Anfang durchgehen. It says, our testimony is the most powerful tool we have to make a difference in the lives of the needy. Das hat er gesagt. Der nächste ist, the focus
of sharing our testimony is not telling people what has happened to us or even what God has done in our lives. The focus is what God can do voor de listener. Ik ga op die side. De ziel van een testimony metdelen is niet wat God heeft gedaan in mij. De ziel is wat God kan doen voor die. Dat is de ziel. Ik bruk en ik red van wat God heeft gedaan voor mij, maar dat is niet de ziel. Wenn wir uns Zeugnis mitteilen, die Ziel ist nicht uns, die Ziel ist, mit wem wir das Zeugnis mitteilen. Und was Gott kann tun für die Menschen. Das ist nicht bloß eine Geschichte vertellen, was Gott hat getan in meinem Leben. Das ist dort Brücken, dort die Menschen sein, dort Gott auch Wort in ihr Leben schaffen. Und seine muss immer den Ziel ab die Menschen, was einer das Zeugnis mitteilen wird. Und so, das Ziel ist nicht, was Gott für mich getan hat, oder Gott in mir tut, aber was Gott für ihn kann tun. Und so jedes Mal, wenn wir ein Zeugnis, wir müssen immer denken oder den Ziel haben, was kann Gott tun für mich, für die. So Gott hat mein Leben geändert und er kann dein Leben auch, oder er wird dein Leben auch. Was tue ich? So wenn ich rede da, Gott hat mich geraten und er wird die auch raten. Sieh, was tue ich? Ich tue den Ziel haben. Nu dat die Mensch, so die will gleich von seinem Leben reden, die will von meinem Leben reden. Korrekt. Ich will gleich das Zeugnis brücken, um von meinem Leben reden. Ich will mein Zeugnis brücken, um von deinem Leben reden. So dann sage ich, Gott hat mich geraten und der wird dir geraten. Ich brauche euch dort jedes Mal sagen. Aber wenn ich den Grundstein leide, wenn ich mein Zeugnis mitteile, dass das Ziel kriegt nur die Menschen, dass die Menschen nicht wollen hören, oh, das alles passiert in seinem Leben. No, das ist, was Gott den Menschen tut und er wird in mein Leben auch schaffen. Und so das Ziel muss immer, dass wir das nicht an uns selbst tun, aber dass wir den Menschen den Nantragen tun, dass die Menschen mit diese horchen, sodass sie nur sich selbst kicken und sagen, kick mal, was Gott für den tut, der wird für mich auch. Gott hat den geändert und der wird mir auch ändern. Und dann kicken sie nur ihr eigenes Leben und schafft Gott in ihr eigenes Leben. So das Ziel ist nie nicht, was hat Gott in meinem Leben getan, das Ziel ist immer, was Gott für die wird tun. Und so, wenn jedes Mal, wenn wir ein Zeugnis tun, wir müssen den Ziel abstellen. Und einmal müssen wir sagen, das ist als ein Beispiel, ja, Gott hat mich geändert und er wird die auch ändern. Was ich da ist, mit der wachte ich den Ziel bloß ab die Menschen ab. Einmal sage ich, dass ihr mal zwischen uns, wenn ich mein Zeugnis mitteilen darf, aber immer das Ziel muss da sein. Und so, dass die Menschen, dass wir dort brücken, ist ein Zeugnis in die Menschen. Und so der nächste, hier habe ich ein Beispiel. Aber wenn wir ans Zeugnis von der Radung mitteilen, 3 Dinge sind sehr wichtig in einem Zeugnis. Velken Frau ik wegen wieder und velken so eine Eventos und ich frage velken Menschen, wirst du den Zeugnis mitteilen? Und sehr velken, ich weiß nicht, was zu sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das was ich sehr velken tegen und ich denke immer, die weiß nicht, was die sagen soll. Ein Zeugnis ist, was Gott getan hat in mein Leben, hat mich lassen mitmerken mit das Wort. Und so jetzt bloß mitmerken, was Gott getan hat. So ich denke einmal, du weißt nicht, was die sagen ist, aber einmal glaube ich erst dort nicht bloß, wenn wir wollten nicht, aber Wort von Port. Ich bin 55 Jahre alt.
ich weiß, die wissen, die doch nicht wie mit 25, aber no. Ich bin sehr bosig mit Eltern. So ich habe 55 Jahre von meinem Leben Geschichten, was ich kann vertellen. Nee, habe ich nicht alle denken geholt. Aber ich habe viele Dinge, was ich kann von reden. So ich weiß, wenn wir denken, oh, mein Zeugnis, viele Dinge, was ich kann von reden, von meinem Leben. Ein paar rede ich von. Aber wenn wir denken, wir wollen an Zeugnis brücken, zum die Radung, und wir können von anderen Dingen ein Zeugnis haben, aber wenn wir reden, ich will mit Menschen reden, ich will mein Zeugnis brücken, so dass die können verstehen, dass Gott ihnen will raten. Dann haben wir die 3 Dinge, die sehr wichtig sind in einem Zeugnis. Nummer 1 ist, wer wir sind, ist ein Mensch. Was ich auf Englisch nenne, our past. Von wo komme ich? Wer sehe ich als ein Mensch? Und so dann würde ich ein bisschen von reden aus, ich würde sagen, mein Name ist Jakob Jesbrach, ich bin in Leamington, Ontario geboren und durch lang Ding abgewachsen und meine Eltern tragen in Manitoba. Und den ewigen Zeit, wenn ich jung war, wohnen wir meistens in Manitoba, ein kleines Städtchen hier in Mexiko. Und ich bin nicht in ein christliches Leben abgewachsen. Meine Eltern, die waren neun, die waren noch ein paar Mal neun gegangen, ehe ich geboren war. Aber dann, wenn ich ein kleiner Jung war, gingen meine Eltern weiter neun. Und ich war mit meiner Mom taub ab. Und so, ich war Nummer 9 von den Aufkindern. Und so, ich war mit meiner Mom und wir sehr, sehr arm. Und so fertig hatten wir nicht zu essen. Und so, ich konnte nicht mehr nach der Schule gehen, wegen ich muss schaffen, wegen meiner Mom. Wir hatten nicht, und so sehr, sehr arm. Und das ist ein bisschen, wo ich abwachsen habe. Und wir fuhren nie nicht nur die Kirche, weil meine Mom, die fuhren in die Kirche, aber uns Kinder, die nie nicht. Und abwachsen, ich würde sagen, an einer Hand, ich kann nicht teilen, wie viel Mal ich in der Kirche wie ich war, aber ich gehe in 20 Jahre alt war. Und so, Kirche war really nicht ein Part von uns. Mein Dad, wir wussten nicht mehr, wo der war. Die haben sehr viel trinken und wir mit anderen frühes Tauben leben, ein anderes Leben, so wir wissen nicht, wo der war. Und so, dass wir bloß meine Mama und so wir sehr arm und so, ich lerne nicht von Gott. Einzige Ding, was ich lerne, das ist von meinen älteren Brüdern. Ich war ab und meine älteren Brüder, die waren meine Lehrer, die waren die, wo ich nur kicken die waren, wo ich mein Tiet mit taub hatte, die waren die, wo ich mit Schafen lernen. Und so war ich dann ab. Ein sehr, sehr einfaches Leben. Und all meine älteren Brüder, die schafften in Building Construction. Und so ich die bloß automatisch auch in Building Construction lernen. Und das ist alles, was ich will mit meinem ganzen Leben tun. Ich will bloß in Building Construction schaffen mit meinen Brüdern taub. Und ein Tag kam mein Dad, war ein bisschen arm. Und ich glaube, Gott hat angefangen, sein Leben zu schaffen. Und sein Leben war laarig und mein nicht. Und meine Eltern waren nicht fertig. Aber mein Dad fing an, nach der Kirche zu fahren. Hat eine Kirche gefangen. Und actually, mein Onkel hat ihm eingeladen, eine Kirche, und fing an, eine Kirche zu fahren. Und hat von Jesus gehört. Und eins hören wir, dass mein Dad wie ganz näher Mensch. Kurz glaubte ich das nicht. Ich dachte, oh, der hat hier bloß ein bisschen Religion, hat hier dort ein paar Mal ein bisschen gehört und ein paar Mal nicht wieder, was er war, dort sagen. Aber war ein ganz näher Mensch. Und ich lerne ihm ein bisschen kennen, die letzte Zeit, wenn wir vielleicht vor 1,5 Jahren so, wenn er Jesus angenommen, dann probt war mit der Familie taub zu kommen. Und so, ein paar Mal reden, was ich wohne in Ontario, ich wohne in Manitoba, so dass wir nicht sagen, dass wir sehr dicht taub wären. Aber ich rede ein paar Mal mit ihm und ein Tag, dann redet er zu mir und er sagt,
ik had al gehört, hij had gekregen, de dokter had hem 3 Monate gegeven te leven. En so dan voer ik te middag met hem te helpen en dan zei hij te mij, hij zei, mijn familie is ganz beduurd dat ik gestorven ben, maar ik zei niet. Ik geef God mijn leven en ik zei, God, du kannst mijn leven hebben, wat niet meint dat evangelium naar mijn familie te brengen. En hij zei, God, antwoord mij bloos. En dan wist ik, mijn dad, die deed zeer ver liggen, gelijk mij als de waarheid reden, maar nu deed hij niet. Ik zei, wat hij zei, dat we op eerst hebben. So dat we dat zo geplant in mij. En dan, mijn dad starf dan, wie 5 Monate later, en dan, ik ging weer en schaf met mijn bruid op, maar we werden zo geplant in mijn leven. En dat kan ik niet los. Een van mijn oude bruiden had al een beetje van mij geredet, wat jaar een eier. Maar nu weer er wat ben in mijn leven, ik kon niet los. Maar een dag heeft mijn bruid mijn Bibel, ik had nog niet de Bibel gelezen, maar ik geloof dat het weer Gott zijn woord. En ik vond aan de Bibel te lezen en vond aan te wassen. En een dag voer ik naar de kerk en hield van Jezus Christus. Dan neem ik stootje, maar dat is mal alle klaar weer, wat dat mijn deed. Ik geloof, ik voer voor 3 Monate naar de kerk, met een dag wordt mir dat mal ganz klaar, wat God voor mij gedaan had. En dat voer ik Jezus aannemen. So wat zei ik een beetje? Wer zie ik? So wie we reden een beetje. En ik kon een klein beetje dieper nach naam gaan in mijn leven zijn. Ik was, het staat op en we voeren niet naar de kerk en ik had nog niet van Jezus gehoord. Ik werd 30 jaar oud, wenn ik dat eerste Mal hoorde van Jezus en ik wist niet dat hij God weer is, wat van hem. So ik wist niet van God, ik wist niet van de kerk en so dan natuurlijk ging ik bloos in de diepe zin aan. En vielleicht bij 12 jaar leefde ik in zeer diepe zin. Zoals vele doen in de wereld. En die zin die maakt mij ladig. Die zin maakt mij vervragen. Die zin die maakt mij, bracht mij wat we ik niet meer leven wil. En ik ben dankbaar dan van Jezus. So, das erste Ding, was wir von reden, dann, wenn wir ein Zeugnis aus, wer sind wir? Und wir brauchen gar nicht lang reden, da kann 3 Minuten sein, da kann 15 Minuten sein. Wir können bloß reden von, wer sehe ich? Das zweite Ding, was kann ich nur Gott? Ich habe ein klein bisschen von dort gesagt, aber das zweite Ding, wenn wir ein Zeugnis geben, so, das erste Ding ist, wer sind wir? Das zweite Ding ist, was kann ich nur Gott? Was braucht Gott? Braucht er die Kerk? Braucht er meine Familie? Braucht er Freunde? Braucht er die Bibel? Was passiert in meinem Leben? Und so, ich würde bloß sagen, ich will ladig und sacht und will nicht mehr leben und ich schaue mit meinen Brüdern zu und das einzige Ding, was noch wichtig für mich wäre in meinem Leben, wäre die Arbeit und so ich schaffe 70 Tage nicht der oder Werk. 70 Tage nicht, ja. Ja, das dann wäre ich nicht mehr Superman und dann muss ich 307. 70 Tage Stunden Werk, ich wir ganz in der Arbeit werden, hat kein Grundstein, kein leeft für nichts. Aber als ich sage, dass mein Dad, fängt mit meinem Dad an, ich sage den Unterschied in seinem Leben. Wir ganz näher Menschen, ich sage, boy, das hat was zu tun. Du hast was hängen dort. So dort fängt mich an, dann fange ich an zu denken und Leute fange ich an nach der Kirche und dann einen Tag fuhr ich mit Mittag mit meinem Bruder und mein Bruder wie ein Christ und er hat die Bibel in seinen Truck und dann sagt er kickt unter die Bibel und dann sagt er, hast du nicht eine Bibel? Und ich sagte, nee, und dann schmeißt er eine mir den Namen, sagt er, nu hast. Und das war mein Bruder wie er. Und so, und ich nehme den in Haus und dann fange ich an zu lesen. Und wenn ich die Bibel aufmerke, ich wusste 2 Dinge von der Bibel. Ich wusste wie ein Altes Testament und Neues Testament. Das war ein einzige Ding. Ich wusste nicht mal, dass der Beker werden wird.
Ik wist bloos, ik had het maar hoe je hield, wie een Oude Testament en een Nieuwe Testament. En ik dacht dat het Oude Testament heeft je te doen met de mensen van hier samen. En waarom moet ik dat lezen? Dat is jou al voorbij. Dus ik kijk op, maak de Bijbel bloos op en ik kijk wat het aanzet, dat Nieuwe Testament. Ik zei, dat is waar ik aanvang. Dat is voor nu. En zo ik vang aan de Bijbel te lezen en iedere dag kwam ik naar huis van de arbeid en ik wil 2, 3 kapitels lezen en lassen. Het eerste ding wat wichtig weer in mijn leven, er wat zo ruithupsen deed als, God is geest, dat ik toch weer. Hij is veel anders. En zodat weer het eerste ding, dat God is veel anders als ik dacht. Ik dacht, wat weer zie ik, dat ik een vrouw gaan, wer God is. En zo ik lees bloos weer en dan vang ik aan te lezen van Jezus Christus. En ik las toen Matthäus 17, wo dat zegt, dit is mijn beleefde zin en den zie ik onschuldig. En ik weet dat, ik denk dat nog zoals gisteren, ik had de Bijbel in mijn hand en ik lees het door en ik zei, God, you are not fair. Ik was ganz tevreden met den en zo ontevreden met mij. En ik zei de God, ik zei, dat is niet raar. Waarom ben je zo schaftig met den? En dan zat ik door en dacht een beetje even en dan bedankt dacht ik zo, wanneer ik wil doen wat hij deed, dan wordt God vielleicht ook tevreden zijn met mij. En van daar aan is bloos één ding wat ik zag in de Bijbel. Wat deed dus Jezus man? Ik wist niets van wie hij weer, maar God werd tevreden met hem. En ik wil maar zijn. En dan las ik en las weer en dan weer geduid. En ik zei, ik weet dat mijn mom zei maar wat van dat. Dat wat ik doen. Ik wil mijn kerk zeggen en ik wil mijn duipen laten. Want dat de Jezus deed dat. En God weer met hem tevreden. So dan vielleicht heeft dat mijn chances dan ook een beetje hacker, wanneer ik dat doe. So ik vond aan de kerk en ik wil bloos weten, wat van de leer gaan je van dat duipen. En dat is wat ik wil. Waarbij ik dacht, ik wil nog een beetje wagen wegen, maar er zijn ergens wat tricksters te bieden. En zo ik wil een beetje wagen zijn, bij eens, laat ik me duipen en zijn vastgepaan. En zo ik dacht, ik wil een beetje leren. En dan hoor ik meer en meer van Jezus. En een dag hoor ik Jezus als God. En ik weet dat ik zat toen in de kerk en de prediker zei Jezus als God. En ik dacht zo, du is veel te weten met dit. Ja. Dan, maar ik voer naar huis en ik dacht zo, ik maak de Bijbel op en ik ben nieuwsgierig. Vielleicht is het raar. En ik vond aan te lezen en ik las en ik las en ik las de ganze nacht en de zon kwam op s'morgens en ik las de Bijbel nog hem en ik zei, de prediker is raar. Dat stemt met de Bijbel wat hij zegt. Nächste zondag, wie ik was in de kerk en dan speer ik dat God tragt mij naar aan. Dan voer ik naar huis. Mir wird ook nog niet ganz klar, wat dit alle te doen had. Maar ik leeg door een bad op mijn kussen en dacht aan al deze dingen. En dan werd het bij einem zoals een puzzel. Een puzzel heeft je een veel beter, en jeder beet heeft een beetje van dat ganze beeld. En ik had al deze beten, maar ik wist niet wel die top te stellen. En dan neemt God bloos die doos en wijst me die doos. En ik zeg, dat werd ganz klar. Ik zag dat ganze beeld. Wat God, en ik slide bloos uit mijn bad uit op knieën en ik zei, God, wat je doen hast, door Jezus, dat is wat ik leef en dat is wat ik wil. En ik wil dat graag nu. En dan wanneer ik een gebed had, dan dacht ik, dat is niet voor ik. Ik zie niet God zijn mens. Wat hij dat meint, maar ik zie niet God zijn mens. En ik dacht, wat wil ik met de deel in mijn leven? Nu heb ik alles wat mij veelt. Je hebt me weer klarig en nu denk ik, val. Nu veelt me een smile. Wat doe ik dan met mijn eeuwige leven?
So ik had gebeten, ik had aangenomen, ik weet niet graag wat voor een weer ik brug, maar ik zei, God, ik weet niet hoeveel ik heb van mijn leven nu nog, maar dat dient. Te mij dat wird je bloß zo einfach. Wenn hij mij geraad heeft en hij weet je leven, dan wat anders wat ik doen is, bloß mijn leven aan nu aangeven. En hij heeft mij alles gegeven wat ik allemaal wil in mijn leven. En ik zei, God, mijn leven als dient. 8 maanden later wie ik ging in de pulpit predigen. Ik was zo blij. Ik wil mijn bruiden betonen, om naar stoel gaan, te mij wat kijken. Dat ik niet zelf spreek om stoel aan. Zo blij wie ik. Wie schafft ich, die nehmen nicht so viel. Wir nicht so blij als ik. Maar dat is wel blij dat ik wil. Ik wil niet meer willen toen mensen reden. Zo was ik op. Ik had niet vrienden. Ik was alleen. Ik schaft wanneer ik kon. Zo blij. En wanneer ik dan Jezus aanneem, dan dacht ik zo, ik wil je niet hoe ver ver mensen wat doen. Ik ben zo blij dat ik wil niet met mensen reden. Dus ik dacht, ik wil naar de prediger gaan van de kerk en ik wil hem zijn, wanneer er is wat fehlt in de kerk, laat me bloß weten. En dan word ik dat doen. Ik ben een carpenter, ik kan deren voor die maken, wangbieren, er is wat. En zei, ik kan die weten laten. En zei, actually, we gaan voets wat. En we hebben wat washrooms te veel voor te maken. En ik zei, ik wil dat doen. En dan weer, die hadden een Bibelschool en dan kwam einer en zei, du moet naar chapel, wanneer je hier op dem Hofbas. En ik geloof, die leugt te mij, maar ik dacht, dan word ik de chapel. En dan voer ik de chapel en zei, God, de Bibelschool na. En ik ging naar de Bibelschool, ik ging naar de office, dan wist de aanvang. En ik zei, ik wil naar de Bibelschool. En die zeiden, wat was neem in de Bibelschool? En ik zei, dat is options. Ik wist niet, Bibel. En zeiden ze, was missions, was pastor, was... Well, ik zei, missions, dat heeft ik zijn. Ik zei, een ander land voor? Ja, sign me voor dat op. En zo ik sign op voor Bibel. En een paar maanden ging een pulpit van kon te predigen. So het eerste ding wat we van een zeugnis doen, we moeten de mensen weten, wer zijn we. De tweede, wat passiert, wat kan ik naar God? Wat brengt God in mijn leven toe? So ik moet de geschichte vertellen van waar ik naar God kwam. Maar dan is het derde ding, en dat is een zeer wichtig ding, wat we een zeugnis vertellen doen. Dat is, wat heeft God in mijn leven gedaan van dan als ik geraakt wil. Zie, wanneer we bloß zijn, ik weer dit en ik leef in deze zin en dat deze dingen en al dat passiert en dan neem ik Jezus aan. Dat heeft gleich Meinung. Dat is nog ladig. We moeten de derde poort erbij gaan. Wat heeft God in mijn leven gedaan van den dag, wanneer ik Jezus aanneem? Ja, den dag, jij heeft mijn leven naar Jezus. En dan vangt God aan te schaffen. En het eerste ding wat hij deed is, en dat gans wat ik denken deed. Waar ik naar het leven kijken deed. Die dingen wat eerst allemaal zo wichtig waren in mijn leven, mijn vangen aan niets te mijn. Die wil ik niet meer. Einzig weer een vriend, weer een dingen, weer een voordeel. Al die dingen wat zo wichtig waren te mij, vangen aan niets te mijn. En dingen wat er niet wichtig waren, eerst niets mijn voor mij, waren zeer wichtig. God ändert wer ik wil. En ik vond aan te kijken naar mensen ganz anders. En ik dacht niet, wat kan die voor mij doen? Nu dacht ik, wat kan ik voor die doen? Die hebben vielleicht niet wat ik heb. Vrede met God.
So nu fange ich viel anders an, nur Menschen zu kicken. Und Gott ändert mich und ich lehre die Wahrheit. Aber hier ist ein großes, wichtiges Ding, was Gott in mein Leben tut, was so wichtig ist, und Gott antwortet mein Gebet. Ich würde beten und ich würde Gott noch was fragen. Der nächste denkt, weiß er, dass er gehört hat. Ich weiß, dass ich wie mal ein Kleinstadtje geraten und dann rede ich dort zu Wort Menschen und die reden von Geld durch und dann sehe ich, well, wenn die was wem wiesen, dass die am Leben erstmal zum $20 geben und wir denken bloß ein Joke. Dann ging ich gerührt und ging ich mit meinem Vater helfen und wir dann $20 gesagt. Und sagt Gott zu mir, bleib die. Viele so eine Dinge, wo Gott mir wiesen hat, dass ich sein Kind wir und er leibt mich. Ich weiß, dass einmal, wie ich auf dem Jet und ich war in Afrika und da war ein jüdischer Mensch besiegt mich und ich will nach Afrika und ich bete von nach Afrika und dann wird ein Mensch, der hat das Geld gebracht, um nach Afrika zu können, aber ich weiß nicht wer, wegen er will sie nun nicht weiten lassen. Und dann war ich dort im Jet und dann früher hat wer bezahlt für den Trip und ich sagte, ich weiß nicht von. Dann sagte die Matz weiten. Ich sagte, no, ich bete und wie ein Mensch verbracht hat. Und dann merkt das eine große der ab. Und wir fangen an von der jüdischen Religion zu reden und von Gott. Und ab eng sehe ich, den Gott ist ab ihrs. Und wenn ich Gott will, ich will den Gott. Wenn das nicht bloß eine Idee. Und so wir müssen reden von, was tät Gott in uns Leben. Nicht bloß, ich nehme Jesus an, das ist vor dich. Das meint wenig, aber wenn wir brücken, was Gott in uns Leben tät, und sagt Gott tät nicht, dann glaube ich, müssen wir Tränen und Stopp zwei. Bist du Gott sein Kind? Und wenn wir Gott sein Kind sind, dann schafft Gott in uns Leben. Und das, was wir sagen. So, wenn Gott was in mein Leben tät, er sagt, dort kannst Brücken zum Wissen, dass ich sie Gott. Dass ich sie ein Leben ja Gott. Und dass ich schaffe in den Menschen. Und so, wenn wir ein Zeugnis geben, 3 Dinge sind sehr wichtig. Wer sehe ich? Wo komme ich nur der Erfahrung? Und was hat Gott getan von dann? Und ich sage, gerat sein. Das ist ein powerful, starkes Zeugnis. Und so wir müssen uns so viel bloß kicken und das ist, how Gott uns wiesen. So 3 Dinge, die wichtig sind in ein Zeugnis. Nun können wir aber das nächste hier, Testimony. The testimony. Must have a focal point and a conclusion. So wenn ich ein Zeugnis geben da, ich muss ein bisschen vom Wort reden da, aber wo gehe ich hin? Aber eng muss ich immer Menschen loten mit einer Entscheidung. Gott schafft mich, Gott rat mich, Gott ändert mich, Gott hört mein Gebet. Sofern Gott beschützt mich und Gott lädt mich. Was warst du denn mit Gott? Was ist das in deinem Leben? Was hat Gott von dir in deinem Leben? Vielleicht sagst du nicht, aber er will. Wir würden wirklich wieder reden. Wenn du dich etwas komm nach fern, dann wollen wir was wieder reden. Gott will in dein Leben noch schaffen. Sieh was du auch? Du musst immer eine Entscheidung, was will Menschen tun. Und so, wenn wir ein Zeugnis, wir machen das immer, und dort
dat moet levendig zijn. Einige Menschen, die moeten not alle abschrijven en lezen. En dat is oké. Verstehen, wo ich das nicht kann, aber das ist okay, wegen das einige Menschen schaffen das. Für mich, wenn ich das abschreibe, dann sind sie alle vernünftig. Ich verstehe das gleich von Papier. Dann, aber für einige Menschen, die müssen das abschreiben. Die nächsten Menschen müssen das nicht abschreiben, die einzigen Menschen haben bloß Punkten. Aber wir müssen, aber was das muss von den Hort kommen. Wenn es bloß gelesen wird, so steht, dann hat das gleich Gewicht. Wenn wir ein Zeugnis geben, wie müssen die Menschen reden. Wenn ich da reden, in die Worte das sein, ich kicke und nur ein Gesicht. Hier und da ein. Wenn ich rede zu Menschen. Und ich kicke, kann die verstehen, was ich sage da? Oder kicken ein bisschen so, weiß nicht gerade, wo die haben jetzt mit das. Weil kick, ist die Kommunikation. Und so das sage ich, wenn wir reden, dann kick nur die Menschen. Rede ich zu Menschen oder rede ich bloß hier zu mir selbst? Einer sagt mal zu mir, wenn du in die Liege gehst, der ist nicht bloß zu deinem eigenen Kopf reden. Einmal sagen wir, wenn wir wollten Krachwald, wir sagen, aber die wollten nicht fahren. Und so wir machen. Aber kann auch ein Zeugnis geben für uns, was sie machen, ein Ziel haben, eine Conclusion. Must always bring the hearer to a blessing, challenge, or decision. Ein Segen oder eine Entscheidung, was die merken. Und so. And last, must bring people into a life of the one sharing the testimony. Dat Menschen den Namen tragen. Und sagen, ich weiß nicht, dann practice. Aber Menschen Namen tragen. Wenn ich hier reden da und die sind da, dann schafft das nicht. Ich muss den Namen tragen, von was ich reden da. Dass die meisten werden verloren sein. Wenn die Punkt ab eng ist, du brauchst nicht die Menschen, die Namen tragen, die sind alle da und wir kommen alle taub ab den Punkten ab. Und so, red zu Menschen, trag die Namen. Nächste Blatt. Must be given unselfishly. For that one must open oneself up and deny one's own reputation and pride. Was sage ich? Ein Ding, was wir sehr viel tun, wenn wir ein Zeugnis geben, ist, wir holen drei. Und wenn wir wollen ein Zeugnis geben, wir müssen ein übendes Buch sein. Ein übender Mensch. Das meint nicht, ich weiß einmal Menschen, die reden deep von ihrem Leben, von der Sinn, das meint Gott dort. Aber was das meint, ist, wir müssen üb sein. Das sind nicht Dinge, die ich treiben will. Einmal, wenn der das hier, dann kann das nicht sein. Einer muss nicht das dort denken. Wirken kann wir nicht in Serien sein oder eine Haupt Menschen, wegen wir sind Angst, wenn die das hier und dann wollen die weggehen und kriegt das andere, als actually was passiert hat. Einmal fehlt es bloß mal, dass wir mal üb sein. Und wenn wir wollen von Gott gebraucht sein, um ein Zeugnis nicht treiben. Ich sage nicht, du musst alles sein. And Proverbs 29:11 says, only a fool uttereth all his mind. Wir sagen Gott, jeder denkt, was wir wollten. Aber was ich sage, ist, wir müssen uns aufmerken und sagen, was immer da fehlt von meinem Leben, ich bin up. Ich will nicht denken, was denken die von mir? Ich will denken, was denken die von meinem Gott? Was von Mensch hat Gott geraten? Was von Mensch Gott braucht. Und von ich will reden, sodass ich will nicht denken, ich will mich nicht mal selbst nennen. Das ist, was Gott getan hat, und der fehlt dort.
Opmerken, nicht trehouden. Wanneer trehouden dat, merkt er dat hij touw. En ze niet trehouden wanneer je een zeugnis geeft. Merkt in leven een opnet buik. Een opnet leven voor God. En eenmaal worden de dingen zijn, waar zijn, ik lijk niet van dit te reden. Denk er niet meer aan. Denk plus, ik moet dit zijn voor God. En ik wil gaan dat die weten wie mijn God is. Niet dat die weten wie ik zie. Maar dat die weten wie mijn God is. En zo niet terughouden. Braucht gleich te veel reden. Maar niet terughouden. Wegen die Worsch. Dat meestens, jedes Mal, wenn reden, dat eine moet zich opmerken. En dat is voor ons dat is een schwere ding. Aber wenn wir uns nicht aufmerken, dann sagen wir uns nicht auf einen Platz, wo Gott uns brücken kann. Und so das erste Ding, wenn ich ein Zeugnis gebe, ich will nicht denken an so und so, was das hier. Ich will bloß Gott, ich will sagen, was ich soll sein. Ich will ein offenes Buch, ein offenes Leben wollen für Gott. En ik zei, daar wat hij doet, daar wat hij zei brücken. En de nächste ding is, eenmaal, wenn wir ein Zeugnis geben, wenn wir reden von, was zu mir passiert, das ist so bittergewöhnlich. Nu wollen wir bloß ein bisschen uns selbst abheben. Ich sehe nicht ein gewöhnlicher Mensch. Wat ik daar ging, glaube ik, dit is het eerste Mal in de wereld. Ja. En bij andere mensen, die gingen je ook, maar niet zoals ik. Wie kan ik dat toch denken? En we moeten just denken, no, ik ging wat daar. En ik zie niet een victim. Ik zie God zijn kind. En ik bruk dat voor God. And we can Zeugnis geben, I can hear from one can share testimony about anything God has done, either in one's life or learned. Dingen wat ik geleerd heb, dingen wo God me heeft verloten, or dingen wat God geschaffen heeft ergens wat. Testimonies can be about opportunities. Ik had in Zegen naar de Philippines. En God maakte daar op en zei, wat red ik? Van een opportunity. Victory. Ik had eerst maar een trouble met deze zin en ik bid en een dag God me free. En dat is wat hij deed. We reden eenmaal geeft God ons een grote victory en we springen dash en we reden er niet van. En de nächste, die kinderen wonderen, dat God ons dat er niet. Van God wat groot is dat. Ik weet dat, wanneer ik aanvang te predigen, en ik las Matthäus 6, vers 25. Dat zegt, neem geen gedanken van die leven, van die wat je was eten, wat je was drinken, en wat je was aantragen. Als dat leven niet veel grater als de kleider en de körper, als dat eten en de körper als de kleider. En ik zei, God, ik neem dat aan. En ik ging in God zijn arbeid aan. Ik zei, ik wil geen mensen wat vragen. Ik wil bloß in God zijn arbeid aan gaan. En God, ik weet niet wat er was doen, of wat er dat was doen, maar ik verloot me bloß op die. En ik zei, wanneer mensen dat zijn, die waren bloß zijn, ik zei crazy. En dat weet niet wie al. En zo, ik wilde bloß aan gaan. En ik zei, ik wil me bloß op die verloren. En er waren zoveel dingen. Wo ik weet Nico, we reden er laat van. Ik ging in het eerste jaar, het ganze jaar, een jaar, leefde ik aan $2,300. Het ganze jaar, dat we al einzige geld wat daar mijn flippen daar ging, is $2,300 in Canada. En ik wil op een week nog levendig. Ik had genoeg te eten, ik had genoeg kleider en alles. Aber so werken. Ik ging verwerken
und dat ich hab's ein Penny in meine Feld hat. Nie nicht, dass du eine Mahlzeit wie, was ich nicht habe. Und so Gott, und so dann, wenn ich predigen deed, dann würde ich davon reden. Gott gab mir das hier. Und Gott gab mir dort durch. Ein Tag weg in Winnipeg. Und mein Tag war so alt. Und ich dachte, ein von diesen Dingen wird ich bloß nicht einfallen. Aber ich fuhr den noch. Dann war ich in Winnipeg und dann fuhr ich da eten mit wem. Dann sah ich das Blue Trailblazer für so eine Drive-Thru nehmen. Ich sagte, den Trailblazer ist mir Schmack. Ich sagte, Gott, ich kann mich selbst sein, den vor. Ich sagte, das kann sein. 2 Wochen wieder war ich in einer Kirche in Ontario. Und die eine Conference predigen. Dann sagt ein von den Leitern von der Kirche, sagt, Gott leidet uns heute in Vorsichtigkeiten. Ich sagte, was von Vorsichtigkeit was? Ich sagte, wenn Gott die gesagt hat, mir zu geben, dann wird die dir sagen, was von. Und dann sagt wir mal nur den Dealer fahren. Fuhren wir nur den Dealer. Und dann sage ich, da wie ein Trailblazer, was wie ein Roda. Was gleich schaffen, aber. Ich sagte, ich sage, du kickst nur den Trailblazer. Ich sagte, ja, die sind mein Fan. Und dann sagte okay, vor dem ein bisschen, fuhr ich ein bisschen frei. Und dann 2 der Leute von mir und sagte, ich will die den roten Trailblazer kaufen, haben sie den verkaufen, haben sie bloß bleiben. Ich sagte, ich hoffe, das ist okay. Ich sagte, das bleibe ich kurz her. Und so, ich würde Geschichten vertrauen, so dort. Aber dann dachte ich so, ich soll nicht. Das ist nicht gut, wenn ich all diese Geschichten vertelle. Ich will mit abhören. Dann wollte ich gerne, und Gott hielt mit ab, mit Versagen. Und ich sagte, Gott, was soll ich? Und er sagte, wenn er dort nicht sagen, dass das getan hat, dann glauben sie, du hast das getan. Und dann fing ich weiter an, Geschichten zu vertellen. Und Gott fing weiter an zu versorgen. Insofern Zeugnis hat mir geholfen, dass ein Mensch sagt, mein Gott ist ab ihrs. Und den Gott ist, was ich will. Jeder einer von hier, wenn je Gott kann, merkt ein Leben up zu Gott, merkt ein Leben up für Menschen. Und sagen, Gott, das ist dein Zeugnis für die kannst erbringen. Und du kannst tun, was du weißt. Und ich sage dir, ein Zeugnis ist ein gutes Ding, was wir haben. Und das kann so breit und wachsen. Und wir können das wahrer und wahrer und wahrer brücken. Aber wenn wir uns merken, dann hören wir drei, was Gott tut. Und so, Zeugnis, wir wollen wieder gehen, weil wir ein kleines bisschen bloß 5 Minuten nehmen, was wir das nächste gehen.